kommt man weit und breit nie mehr Eier rüber. Das war jetzt eine verflickte Geschichte. Das Bärbeli hätte doch auf alle Fälle etwas in seinem Nestchen haben. Aber was? Er studiert und studiert. Und auf einmal kommt ihm etwas in den Sinn. Er hat das Nest schön mit Gänseblümchen bekränzt und dann ist er einfach selber reingehockt. Vor Aufregung hat er die ganze Nacht kein Auge zutun. Am Morgen kommt das Bärbeli in den Garten und sucht sein Nest. Das war ein Jubel, ein richtiger, lebendiger Osterhase. Ein Bärbeli seine Backen sind vor Freude fast so rot geworden wie ein Pummerli seine Hose. Es hat ihm gestreichelt und ihm sogar ein kleines Gedicht aufgesagt. Osterhäsli lieb und nett, weisst, was sie am liebsten hat? Lieber noch als Eiertütschen möchte ich selber die verwutschen. Und dann hat das Bärbeli den Pummerli gefüttert, aber nicht nur mit Salat und Rüebli. Es hat ihm alles gebracht, was es in der Küche gefunden hat. Gugelhopf, Bratwurst, Ananas und Bananen. Und der Pummerli hatte so viel reingebiegen, dass ihm zuletzt seine Hose und sein Tschöpli zu eng geworden sind. Das Bärbeli hat ihm abziehen. Jetzt hat er eigentlich nicht mehr wie ein Osterhase ausgesehen. Aber das Bärbeli hätte einen Weg noch gern gehabt und ihm jeden Tag noch mehr gute Sachen gebracht.